Good morning. Freue waren hier met jullie top zijn. Dus een firma, in this firma, they have in Nederland, they have mij als een wirtschaft. En hij heeft arbeiter. En hij heeft twee arbeiter, dat zijn twee goede arbeiter, die schaffen zij. En die weten zich met Korn planten, die verstaan dat. Aber diese zwei Arbeiter, die jachten sich. Und sie jachten sich wegen, der eine der ist gewarnt, dass er das Korn planten ab 32 Saljerien. Und der andere ist gewarnt, er das Korn planten ab 36 Saljerien. Und so die beiden, und es steht, dass sie nicht schaffen, und Korn planten, die jachten sie sich. Und so die Farmer, die muss entscheiden, was tut mit dieser? Was bestimmt die dann? Er kann wieder einen von den aufleihen, oder die beiden. Oder er konnte auf verschiedene Staaten Schecken schaffen. Und das war der. Er hat mehr als eine Wirtschaft, mehr als eine Stab. Und so der eine, der macht auf eine Stadt schaffen, der andere auf eine andere Stadt. Und das erste Stützchen, was sie da schaffen, dann tun sie sich an sich Dollar an und stapeln sich Dollar und versuchen Geschichten abzumerken, einer von anderen. Aber auf einmal waren sie sich einig, dass sie wollen sich lieber sehnen. Und das, was sie tun. Und so sie fangen sich an sich zu sehnen. Der eine plant Korn ab 32 Saal, der andere ab 36. Aber sie merken beide gute Ernten. Sie sind gute Arbeiter. Und sie verstehen das. Und das ist eine gute Art am Hängerschen ein. Weet je, das ist ein klein bisschen ein Beispiel von was einmal in der Kirche passiert. Oder was zwischen Kirchen passiert. Und weet je, wir haben alle dasselbe Ziel. Wir wollen Säulen, wir wollen Menschen für Jesus gewinnen. Aber wie dann auf ein Weg und du das auf ein anderer Weg oder somebody der auf ein anderer Weg und so, dann muss man uns durchstampeln und uns dumm sein und uns merken, sein Schwerte merken in der Umgebung. Und es steht, dass wir uns am sich sehen und sagen, weißt du Gott, weil wir auf zwei verschiedene Staaten schaffen, weil wir beide Menschen für Jesus gewinnen und weil wir uns sehen schaffen. Und so dazu finde ich auch ein bisschen andenken. Und ich hatte diese Botschaft genannt, zwei Staaten, ein Wieet. Und weet je, dat jeft einmal sagen, dass Christen gehen nicht ein. Aber wenn wir für Jesus schaffen, wir schaffen vielleicht ein bisschen verschieden, wir haben verschiedene Raub von Gott. Und so, wir machen in eingehen, oder wir schaffen auf zwei verschiedene Städten. Aber wir wollen lernen aus Kirche, dass wir dort sehen können, und even in unserer Kirche. Einmal sind Menschen, die haben vielleicht eine andere Gabe, was ich habe. Oder die tun Dinge ein bisschen anders. Vielleicht glauben gewisse Dinge noch ein klein bisschen anders. Und dann kommt es darauf an, dass wir uns verdammen wie ein Feuersaal. Na, ich weiß gut, wenn er mit Korn planten und die das mit Regen schaffen, dann muss das sterben, mit den Kommen und Planten und all die Dinge, nicht? Das ist aber bekannt, mit, wenn ihr Farmer sind. Wenn ihr nicht sind, dann kommt mit mir reden. Aber anyway, wir wollen uns lernen, dass in Gottes Familie, jeftet sind, dass zwei Staaten sind, aber das ein wird, wir dann sozusagen das selbst denken, das ist ein bisschen verschieden. Aber wir können uns darin sehen. Und das ist ein Ding, was wir als Christen müssen lernen. Bloß wenn wir anders denken, das meint nicht, dass er artig ist. Und so, aber ich sehe eine wäre reich, nicht? So denken wir viel, nicht? Ich kann ja mal zu meinen Studenten gesagt, dass der Lehrer ist immer reich, ernst mir und was sie glauben. Aber zwei Staaten, ein Wieet. Und weißt du, ich will die Kirche vorstellen, wird aus, die Kirche ist die Körper Christi, aber das ist Krons. Wat ik hier op screen heb, dat is een beetje de kerk. Dat is een beeld van de kerk. Dat is bloß mijn beeld. Je kan je een ander beeld maken. Maar weet je, dit Körper, Jezus Christi, dit is toegesteld van alle Christen in de ganze Welt. Dat houdt zich gelijk weer de best. Wat van een kleine Hütte hast, oder wat van een Sprech du redest. Aber dit Körper, dat zijn alle Gläubigen in de Welt. Nou, dit Körper, der ist immer vollkommen. Und wenn ich sage, das ist immer vollkommen, wenn in das Körper Jesu Christi sind bloß wahre Kinder Gottes bin. Und wenn du ein wahre Kind Gottes bist, du bist wahre geboren, dann bist du ein vollkommener Mensch. Und so wie das, dass du hast Jesus in die Gerechtigkeit gekriegt. Ich weiß gut, wir sind nicht vollkommen. Aber wir müssen danach klar haben, dass wir Gott in die Gerechtigkeit. Und so das Körper, das ist der Körper Jesu Christi. Und ich und du, wenn wir gläubig sind, wir sind Port von dort. Und so, wenn wir hier beim Schaffen, das Körper kann ich nicht spielen. Vielleicht schaffe ich hier und du schaffst du. Wir schaffen auf verschiedene Staaten.
Aber als Gott seine Kinder und als Gläubige und in salzige Haar und in salzige Gott, muss wir lernen, dass wenn du hier schaffst und ich schaff hier, du wirst halt noch nicht in Reich, die durchzustampeln, oder die dumm zu sein, oder die schwach zu merken. Und doch viel zu viel sind dort passiert in den Körper. Und so, einmal haben Menschen einen schlechten Eindruck von der Kirche, wenn wir so eine Dinge tun. Und so, das ist ein Ding, was wir lernen machen, dass der Körper Jesu Christi, du sei wie alle Port von dort. Weißt du, das Neue Testament jeft uns nicht in ein letzter Christ. Gott sein Wort, bei dem Alten Neuen Testament, dort jeft uns nicht in Christ, was besiegt des Krons ist. Du bist entweder hier bin, oder du bist nicht ein Kind Gottes, ein von beides. Aber du bist nicht ein Kind Gottes für dich allein, ganz das so. Und in deine eine Arbeit, und in deine eine Vision und Traum. Sonst dort jeftet nicht in Gott sein Recht. Wir sind Port von den Körper, Port von der Familie. Und wir sind Geschwister einer und anderen. So, das ist ein wichtiger Punkt, da wir dort in Denk haben. In Römer 12 sagt es so, wie und ein Körper. Wir sind bloß ein Körper. Wir sind alle an ein Körper. Viele Glieder haben und die Glieder aber nicht alle dasselbe zu tun haben. Na, du weißt von deinem Körper, dass deine Glieder haben nicht alle dieselbe Arbeit. Aber das meint nicht, dass dein linker Arm mehr wird als der rechte. Oder dass diesen viel zu verdammen und diesen nicht. Na, weißt du, mein linker Hand ist mehr wird als der rechte, wenn ich sie links. Ich sehe ein von den Menschen, was in der rechten Bein ist. Aber anyway, das ist ein anderes Thema. Aber anyway, wir haben einen Körper. Und so, du hast verschiedene Dinge in deinem Körper. Aber die Information kommt von deinem Kopf nur den Körper. Und so, wenn du verteilst, das kommt den Kopf. Wenn du mit den Hängen schließt, das kommt den Kopf. Was immer wir tun, kommt vom Kopf. Und so, das ist das Beispiel, was Paulus braucht von der Kirche, von Jesus sein Körper. Das ist der Körper. Das ist ein Körper, und wir haben verschiedene Dinge zu tun. Und weißt du, wenn einer der Pläne und einer der Planten, das sind beides wertvolle Menschen. Und einer schafft ab Jahren Stapen, das Bummelacker, und einer schafft hier in der Korn, das ist beides neidig. Und wir müssen lernen, dass wir nicht ans Amtszeit immer durchstampeln oder ans Amtszeit schwarz merken, wenn wir verschieden sind und verschiedene Dinge tun. He sagt wieder, so sind wir viele ein Körper in Christus. Na, wenn ihr mich kennen und mich hier predigen, dann weiß ich, dass ich gleich der Thema von in Christus. Wenn dort ist die Antwort für rein alles in uns Leben. Aber wir sind in Christus ein Körper. Und das sind dann, wer du bist. Wenn du ein wahrer geborenes Kind Gottes bist, dann bist du in den selben Körper, wo ich sie. Und vielleicht hier steht eine andere lokale Kirche, wir wollen meistens von reden, aber da meine ich, dass dort irgendwas arg ist mit dir, oder irgendwas arg mit mir, wir sind in verschiedenen Städten. Aber weißt du, wir sind viele Glieder, wir sind ein Körper in Christus. Und auch untereinander sind wir Glieder einer am anderen. Und so, wie man das verstehen, dass wir sind in den Körper Christi, dort ist ein sehr wichtiger Punkt, aber in das Körper sind wir Geschwister. Und du bist mein Bruder und Schwester, und ich bin dein Bruder, Schwester, nee, nicht Schwester, Bruder. Und so, aber weißt du, wir sind Geschwister. Und da müssen wir klar haben. Und wir uns lernen, dass wir können uns sehen, wenn wir verschieden sind. Und wir können uns sehen, wenn einer ab 32 Halbplan und einer ab 36, wir haben beide Ziel von Kornackern, oder Korn essen. Und so, das sind sehr wichtige Dinge in Jesus in Körper. In 1. Korinther sagt es, wir sind alle durch ein Jes in ein Körper gedeutet. Und das will ich sagen, wenn du zu Jesus in Körper gehörst, dann bist du wahre geboren. Und weet je, de ware Geburt, dat is van, ik stierf zu mijn oude leven, ik wou beroofd te zijn, ik stierf te niet leven. Maar dat is een arbeid wat de Heilige Geest in ons deed. En de Heilige Geest deed die in Jezus in Körper aantroffen. En zo, wenn du in Jezus in Körper bist, dat is doorween, wenn der Heilige Geest hat die dann angetauft. Nicht doorween, wenn du bist ein Glied geworden, weil die wieder von der Glieder abnehmen und sie sagen, okay, das ist eine lokale Gemeinde, hier will ich mitschaffen, das ist meine Familie und dort ist Fan. Aber sie sind nicht Christen geworden, wenn sie hier in uns Glieder sind geworden. Wir wollen Gott seine Kinder durch die Kraft von Heiligen Geist, durch seine Arbeit. Und so, dass ein Geist hat uns ein Körper angedeutet. Ob wir Juden sind oder Griechen, ob wir Witt oder Schwarz sind, Mennoniten oder Spanisch, halt sie kracklich. Und weißt du, wir haben in uns Mennonitentum einmal mit so einer Idee gehabt, dass wir als Mennoniten, wir sind Gott sein auserwähltes Volk und alle anderen Menschen dort sind Weltmenschen.
In der letzten paar Wochen hatte ich noch mal so eine Erfahrung. Ich dachte, dass wir vielleicht mit mitgeschuldet, ich wollte gerne, wir noch nicht. Wenn es nicht weit noch. Aber wir als Mennoniten, wir sind nicht Gott in dieser Welt falsch. Haben absolut nichts mit dort zu tun. Wir sind krank zu sein Weltmenschen, eins das wäre. Aber wenn wir Jesus kennen und wir sind von Jesus in das Charpe angetauft, dann hier wir zu Gott sind. Charpe, dann hier wir zu Jesus sind Charpe, wir hier zu seiner Familie. Aber wir sind dabei mit der spanischen Taub, wir sind dabei mit der Russen Taub und mit Juden, mit Schwarzen, Witten, Jele, was immer das ist. Wir sind ein Charpe. Sehr, sehr wichtig, da wieder klar haben. Und da wir nicht so denken, okay, jene Menschen dort so, die sind so anders als wir, und die haben so einen anderen Gottesdienst als wir, das können nicht mal Christen sein. Weil wenn wir zu Jesus in Charpe gehören, dann sind wir eine Familie. Und so da mal wir klar haben. Hij sagt wieder, dat die Völker auch mit oben in Glieder und in selben Charpe sind. Weet je wer die Völker sind? Dat sind eigentlich du. Dat sind die Heiden. Und weet je, in Anfang an die Kirche, da wären Juden und Heiden, das ist ein Thema, was mich sehr interessiert, aber ich finde auch nicht von reden, aber das ist die Völker, die Mennoniten, die in Mexiko, die haben nu auch das Reich gekriegt, Portsand von den Charpa. Wie glauben, wie sind die, was really das Reich ist, aber ich sage euch. Wie hat das Reich gekriegt, auch bloß durch Jesus. Und so das ist ein sehr wichtiger Punkt für uns. Aber wir sind Glieder geworden an denselben Charpa und wir sind Anteil haben an dort, wo durch Christus Jesus durch das Evangelium versprechen ist. So die Erlösung, was uns versprechen ist, durch Jesus Christus, du sind wie ein Port von geworden. Wie aus Mennoniten, wie aus den Völkern, wir sind nicht Juden, wie aus den Völkern. Well, vielleicht sind wir halbe Juden, aber das ist ein anderes Thema. Aber anyway, wir sind Port von den Völkern. Sehr wichtig, dass wir das weiten. Und dann sagt in Matthäus, und ich sage dir, du bist Petrus und auf diesen Stein, wo ich meine Gemeinde bauen. Jesus sagt nicht, ich will meine Gemeinden bauen. Er sagt, ich will meine Gemeinde bauen. Jesus ist ein Charpa, ist bloß ein Charpa. Und so das ist die allgemeine Kirche, kann man sagen, oder die Universal, die Charpa Jesu Christi. Alle Christen in der Welt, die gehören zu diesem Charpa. Kreiten und wer wir sind, was für eine kleine Hütte wir haben, was für eine Sprache wir reden, da hält sich alle korrekt. Wenn wir Jesus kennen, dann hat der Heilige Geist die hineingetauft. So wir sind ein Part von Jesus in Charpa. Aber in das Charpa haben wir lokale Kirchen. Und so das wird diese andere kleine Kranzen hier. Und das ist bloß mein Bild, okay? Merkt ihr ein Bild, das verstehe ich nicht. Und so, aber wir haben lokale Gemeinden. Lebenswasser ist eine lokale Kirche, Part von den geraden Charpa Jesu Christi. Na, ich hatte so gemalt, dass die lokale Kirche, die ist halb in Jesus in Charpa und halb bitten. Und die Ursache für das ist, wenn in der lokalen Gemeinde, hier mag uns, da kann es uns geben, dass eins ein Christ und ein nicht. In das Charpa Jesu Christi, da sind bloß die Kinder Gottes spannend. Da hat der Heilige Geist ihn getauft. Aber in der lokalen Gemeinde, hier kann ich noch ein Glied sein bei Lebenswasser und Jesus nicht kennen. Und das ja Ferten sind dort. Und so da werden halt das denen, was gemalt. Und so nun haben wir diese lokale Gemeinden. Weil das ist, wo die Dinge passieren. Das ist, wo wir taub kommen, taub singen und Andach haben. Das ist, wo wir Taufers haben. Das ist, wo wir Begrafnis haben, Chas. Das ist, wo wir Glieder abnehmen. Die Dinge passieren in der lokalen Gemeinde. Wenn wir bloß das große Kranz haben, dann würden wir uns gleich am sich haben. Wir brauchen uns am sich. Und so das ist eine lokale Kirche. Und so wenn wir sagen, das Bursche hier, das Lebenswasser, und wir sind hier Texte, nicht? Und so, aber das ist eine lokale Gemeinde. Eine lokale Charpa kann sein. Aber das ist danach Port von den großen Charpa. Und so hier in das Charpa, hier können wir von einer Kirche nach andere gehen. Und das war wir fertig down. Einmal fehlt das, einmal fehlt das euch. Aber anyway, hier können wir von einer Charpa nach andere gehen. Aber ich will einige Hansel, die sehr klar haben, wenn die bei der anderen Kirche wären, wo Jesus in Charpa wären, die sind nur diese Kirche gegangen, die sind immer noch in den selben Charpa. Du bist nicht in einen anderen Charpa Jesu Christi gegangen. Das ist noch das selbe Ding. Aber wir können auch als Nicht-Christen von einer Kirche nach anderen gehen. Aber einmal wird klar haben, dass für den Charpa Jesu Christi die Information, die kommt vom Kopf. Das schafft in den Charpa so und das schafft in Jesus in Charpa so. Dass die Information, die kommt von Jesus in das Charpa nehmen. Und so hier sind einmal allerhand Dinge. Das sind verschiedene Karnstaben, können wir sagen. Und so wir schaffen auf einen Karnstab. Aber wir planten auf 32 Soll. Diese, die schaffen auf einen anderen Stab, wenn die planten auf 36, was immer. Aber das ist bloß ein Beispiel. Das kann allerhand Dinge sein. Aber wir sind danach
Port von den salzigen Körper Jesu Christi. Wir sind vielleicht tüß in verschiedene lokale Gemeinden. Das meint nicht, dass wir sind bessere Menschen als eins als wir, aber wir sind bloß, das ist meine Familie hier schaufig, du schaust bei dieser Familie, aber weißt du Gott, du bist ein Kind Gottes, ich bin ein Kind Gottes und wir können uns amtliche Segen geben, wenn du ab 32 planten bist und wir dann reich, ab 36. Und das, so denken wir immer nicht, wir dann alles reich. Weil, ich weiß nicht, wie so denken, aber das fällt sich gar nicht mehr so. Aber ich will haben, dass die das Bild verstehen können. Wie so ein Port von Jesus ein großer Körper kann sein, Universal Church nennen wir auf Englisch, aber dann sind wir in lokale Gemeinden, in lokale Körper. Und das ist, wo wir schaffen. Und dort ja verschiedene Kernstaaten. Aber wir müssen das anerkennen, dass wir bloß auf verschiedene Staaten schaffen, nicht von verschiedenen wird. Sehr, sehr wichtig, da wir das klar haben. So, die Gemeinde ist sein Körper. Die Gemeinde ist sein Körper. Und ich habe kein Recht, sein Körper zu verdorben. So, das ist sein Körper. Und gerade nun, wer ich sehe, wird mich sehen, er wird von einer klaren Hüte haben. Und dann sagt er, in heißt der Kopf. So, die Gemeinde ist sein Körper, heißt der Kopf. Und so ist ich sehe, die Information daran von dem Kopf und dem Körper nennen. Und so soll es bei der Kirche sein. Wir sagen einmal, dass wir wollen die Kirche sein, was von Himmel rauf rennt, nicht von den Bänken ab. Was wir meinen mit dort ist, dass unsere Information, unsere Lehrerschaft, die soll von Gott kommen. Das ist ein hoch wichtiger Punkt von unseres Lehrers, dass wir mit Gott Gemeinschaft haben, dass wir mit ihm vertrauen, dass wir ihm fragen, wenn heu es der wird. Das ist der Stab, wo wir schaffen. Das ist nicht mal unser Kernstab. Das ist seine. Und heißt der Haupt, heißt der Wirt. Und dass wir nur am horchen. Und so von arm kommt das Leben. So, der Körper gehört arm, heißt das Haupt, das Leben kommt von arm. Sehr wichtig, dass wir das klar holen. Dass in der Kirche, dass der Kirche ist nicht bloß ein menschliches Geduld, menschlicher Körper, wo wir alle selbst entscheiden, was wir tun. Na, da wird von Menschen gelebt, wenn Gott schafft durch Menschen. Aber wir müssen das sehr klar holen, dass das sein Körper, heißt das Haupt, heißt das Leben. Und dass wir das klar haben, dass dort, wo wir schaffen. Heißt euch wieder, Gott hat den Herrn Jesus alles unter die Füße gelegt. Und ihm als Förster über seine Gemeinde gesagt. So, wenn Jesus der Förster ist über seine Gemeinde, meint er dann gleich, dass er zu sein hat, würde dreht. Oder was wir tun. Und dann ist es wichtig, dass wir mit ihm Gemeinschaft haben, dass wir mit ihm vertrauen, dass wir in Gebet sind, dass die Vision von ihm kommt. Und ich kann lange reden von Visionen, was unsere Vision ist, und wo haben wir die gekriegt, und so eine Dinge. Aber das kommt von ihm. Und so heu ist über die Gemeinde gesagt. Du sind verschiedene Guben, aber das ist ein Yes. Und so was ist deine Gube? Was immer deine Gube ist, der hast du von Gott. Von den salzigen wird, als wo ich meine habe. Und wenn ich meine Gube ist predigen, meine Gube ist ungerechten, deine Gube ist vielleicht ganz das Wort. Und dann ist es gleich getan, dass ich würde sagen, oh, weißt, ich bin besser, ich kann eine wechere Gube. Und das passiert einmal in Jesus sein Körper. Wo wir uns am sich durchstampeln und sagen, oh, weißt, meine Gube ist heil, ja, ich sehe es, du. Und wenn einer ab 32 soll plagen, einer ab 36, da meine ich, dass einer ist heil, ist der andere. Wie dann bad für den Salz wird schaffen. Und das bad glicken heilig. Und so verschiedene Guben, aber das ein Gas. Hij sagt es das, du sind verschiedene Diensten, aber du hast ein Haar. So was ist deine Gube, was dienst du, wo schaffst du, wo hältst du mit in die Kirche? Das ist alle gleich wichtig und alle unter den Salz wird. Ich habe noch einmal gesagt, dass Menschen, wir haben Menschen hier, die da reinmerken, wenn man sind nach Smurfs, alle reinbleiben. Das sind hoch wichtige Menschen. Wir denken vielleicht einmal, das ist eine geringe Arbeit für mich. Aber weißt du, das ist alle Krack über Salz gestaubt. Und so wie dein alle den Salz Haar. Du sind verschiedene Sorten von Kraft, aber ein Gott, der alles in allem wirkt. Na weißt du, in dieser Vers, er sagt, du hast ein Geist, du hast ein Haar und ein Gott. Die Dreieinigkeit Gottes ist der Hänger in seinem Körper. Und der hat Gaben, der hat Kraft, und der hat verschiedene Sorten von Dienst. Aber das alle der Salz wird für die Salz Ursache. Er sagt wieder, dass was der Geist in jedem wirkt. Na weißt du, das nächste Punkt, der ist hoch wichtig, wenn wir denken und in die Kirche schaffen. Für was hat der Geist deine Gabe gegeben? Was ist die Ursache dahinter? Bloß, dass du was zu tun hast, dass du heil sein, als das für?
Voor wat hebben die dat gegeven? Hij zei zo dit. Dat is door te gegeven dat dat allen te nutzen zijn zal. Zo wanneer ik een goof heb, die is mij gegeven om die doen. Wanneer du een goof hast, die is die gegeven om den ganzen Körper doen. We hebben immer een goof om den ganzen Körper doen. En toen zei ik nog eenmaal waar dat de Bibel chant niet in Christentum, wo God mij een goof geeft, om ganz allein gaan schaffen. Ik kan nichts met een Körper te doen. Dat schafft nicht in Gott seine Familie. Wenn ich es dort angestellt sehe, dann ist da irgendwas arg mit mir denken. Wenn Gott schafft in den Körper, Gott schafft in den Volk, Gott schafft mit seinen Kindern. Und er gibt Gaben für Gott ein, für den ganzen Körper. Nicht bloß für uns hier, für den ganzen Körper. So, wir haben Petrus und Paulus. Petrus schafft manche Juden, Paulus manche Heiden. Na weet je, de jüdische Kerk, Petrus fängt an, da haben wir die erste, was der predigen hat, aber dat Jesus in Körper. Aber das wir alle in Stoten drehen, als Paulus sich bekehrt. Paulus wie einer, was das versucht zu vernichten. Aber dann einmal beginnt Jesus Paulus am Weg nach Damaskus, und Paulus kriegt einen Raub in sein Leben. Und der Raub, der ist, dass er soll gehen, manche Heiden schaffen. Aber diese beiden Gruppen, die werden sich vielmal uneinig. Und wenn ihr die Bibel lesen, wenn ihr Paulus sein Leben studieren, wo ihr immer war fing, dass er hat immer zu kämpfen mit dieser Gruppe. Nicht unbedingt mit Petrus, aber mit den Juden. Und die Juden wollen die Heiden, die Juden merken und verschiedene Dinge werden da. So, das wir hier ein bisschen zweischneidig. Und dann bei einmal, dann kommen da jüdische Christen, die kommen noch die Kirchen, wo Paulus hat angefangen, in der galatische Gegend. Und sie sagen, oh, wenn jemand nach Juden war, man nach der Beschneidung kann, fertig kann Christen sein und so weiter. Und so das ist eine große Geschichte. Wir wollen von der auch nicht so anschauen. Aber Paulus geht nach Jerusalem und sie haben eine große Bruderschaft. Wenn jemand sagt, dass eine Bruderschaft war, oder in die Schwesterkirche, wo das nur heute herging, das war das hier wieder. Und so die fangen die Flühen, nur hoch. Und so sie verteilten dann schließlich, sie kommen bei einem Schluss. Aber dann redet Paulus von dem Blut an Galaterbrief. Er sagt es dit. Im Gegenteil, als die sagen, na diese das sind die jüdischen Lehrer, im Gegenteil, als die sagen, dass mir das anvertraut wird, manchmal woher das sagt, dass mir das anvertraut wird, das Evangelium mag die zu predigen, die nicht beschnitten werden, gerade so als Petrus das Evangelium anvertraut wird für die, die beschnitten sind. 2 Stapen, ein Wieet. Und so Paulus sagt, dass sie in Jerusalem die Meeting hatten, und wenn ihr da noch lesen, das Apostelgeschichte 15, da haben sie die große Meeting, und so sie haben eine große Sitzung und kommen schließlich zu dem Entschluss, dass Petrus, was manche Juden schaffen, oder die Petrus, Johannes und Jakobus, sie wollen manche Juden schaffen, Paulus wird manche Heiden schaffen, aber das kann beides von den Salzia Gott. Und das ist, was sie tun. Ich meine, Paulus, er kämpft da immer mit, aber das ist, was sie tun. Dann sagt er, willst die durch Petrus wirkt, die beschneiden das Evangelium zu predigen, das ist Gott, das ist der Heilige Geist, das ist die Dreieinigkeit Gottes hier. Willst die Gott, was Petrus halt predigen, wirkt auch in mir, die das Evangelium zu predigen, die nicht beschneiden sind. Na, das soll ja sein, welcher Punkt, dass wenn ich ab diesem Stab schaffe, du schaffst ab diese, und Gott hat uns hier angestellt, als der selbst Gott, was bad von uns Kraft hat. Und so das ist nicht so, dass ich sie bete, oder ich schaffe manche Völker, ich sehe nicht manche religiöse Juden, was immer das ist. Und weißt du, sie hatten so eine Dinge da. Aber das ist der Punkt, dass sie schafften bad und selbst Gott. Als die genug sagen, die mir gegeben wird, so redet hier war von Petrus und Jakobus und Johannes, als die genug sagen, was haben gegeben wird, geben Jakobus, Petrus und Johannes, die aus gute Standards ungesehen worden, mir und Barnabas der rechte Hand, und da habe ich, was ich sage, an die Gemeinschaft mit anzuschließen, dass wir sollen nur die Völker gehen und sie nur die Beschnittenen. Und so diese Männer Gottes, diese Lehrer von der Kirche, sie geben sich die Hand und sie sagen, weißt du was, Paulus und Barnabas, gut, die nur die Heiden, wir waren nur die Juden, aber wir schaffen Bad für den salzigen Gott, für die salzige Ursache, und dort ist zum Gott sein Recht voll von seinen Menschen zu mir. Ihr Schwester, das ist ein Punkt, was wir müssen lernen, zu leben. Dass wenn jemand geraubt ist von einem anderen Stab, dass wir denen die rechte Hand geben, das ist die rechte Hand geben. Und dass wir sagen, weißt du was, wir wollen uns sehen. Gut, die mit Jana schaffen. Na, wie hat das klar gezeigt, dass uns Raub kommt von Gott für die plötzlichen Menschen. Das wollen wir rein als plötzlich tun. Das ist uns Raub.
Du hast das, wir haben Raub für das Spanische. Und weet je wat? Die Arbeiten sind glitten wichtig. Und so das ist wichtig, dass wir so eine Stadt der rechte Hand geben und sagen, weet je wat? Das ist jene Stab, jene Raub, wir geben den Gott sein Sehen gut durchschaffen. Ohne den Sehen. Und nicht immer so denken, oh, jetzt, no, das sind die Weltmenschen. Was schaut ihr, dass die da gehen schaffen? Wenn wir von Gott eine Raub haben, also die Heiden oder Juden sind, aber das wir schaffen. Wir haben eine Geschichte, wo bloß ganz kort, aber Paulus und Barnabas, sie waren sich uneinig. Johannes Markus, das wie ein junger Mann war bei Antobres, und auf der ersten Missionsreise über die Jette mit dem Haus, für was immer ihr sagt, die Bibel sagt uns nicht wen Wort. Und dann auf der zweiten Missionsreise, weil Barnabas den war mitnehmen. Und Paulus sagt, over my dead body. I mean, really, heißt es sehr streng über das. Dann sagt er das, sie waren sich so uneinig, dass sie jeder irgendwas ging. Das ist mir immer interessant. Zwei große Evangelisten, zwei große Missionaries, Missionaren, die größten Missionaren, was Gott jemals gehabt hat, schaffen, waren sich wenn ein junger Guy so uneinig, dass sie ihn eingehen. Aber weißt du was, wir fingen ihr Leben? Gott sehen die Bad. Wir fingen never, dass sie sich ganz echt ran. Wir fingen niemals, dass Paulus versucht, Barnabas schwer zu merken, dass wir alles dienen schuld. Und wir fingen dort niemals von Barnabas. Wir fingen wenig von dort, aber Paulus sagt in 1. Korinther 9, er sagt, oder sind dort bloß Barnabas und ich, die für ihr Leben Arbeit machen. Na, weet je, das ist your Luther. Und so Barnabas, die schaffen haben. Wir wissen nicht korrekt, wo, wenn die Bibel redet nicht mehr von Barnabas. Aber Paulus sagt, sind bloß ein Barnabas, was die schaffen. Er sagt euch, ja, dort steckt Barnabas. Nirgends dort. Und dann sagt er das in Kolosser 4. Die Stark, der hier mit mir taub ist, gefangen ist, bestellt Jünd zu greifen, und so Markus. Selbst der Jung, der selbst der Johannes Markus. Dann sagt der Barnabas, dass Barnabas ihn Vater, Jünd ist all gesagt worden, wenn deine Jünd kommt, nehmt ihn freundlich ab. Und so irgendwie hatten sie sich versäumt, Paulus, und das hat die Schafen Luther taub. Aber hier ist der Punkt. 2 Stapen, ein Wieet. Und einmal gehaftet sind, dort gute Christen einfach handgegeben, Paulus und Barnabas, sie gehen hinein. Sie gehen beide auf verschiedene Staaten. Und wenn es so gibt, dann müssen wir danach klar haben, even wenn eine Einigkeit als schlecht wen, was immer, aber dass wir da nicht uns bloß drauf merken und uns am sich durchstapeln. Und weißt du, wie als Zeug, ich glaube da sehr an, dass wir müssen geropen und geschickt sind. Und weißt du, wie als Zeug sind einmal ein bisschen viel, würde ich sagen, ein bisschen langsam, wenn der Camp mit Menschen schicken, die einen Raub von Gott haben. Und einmal haben wir zu tun mit, wenn das vielleicht nicht ganz uns Geschmack, oder das nicht korrekt ist, wie sind, oder so eine Dinge. Und ich glaube, wir müssen davon weg. Na, wenn jemand ein Ohr das Evangelium predigt, das ist ein anderes Ding. Aber sehr vielmal ist das einfach ein Brot am Haar oder eine Sester, die schaffen für Jesus, bloß ein bisschen unterstab. Dann werden wir den Sehen geben. Und das ist ein Ding, was ich so viel wie aus Zeug lernen, dass wir somebody schicken. Wenn ich glaube, wir müssen geropen sein und geschickt. Weißt du, Moses, hat wir lang geropen, dann einmal schickt Gott in. David, wie es dort, Josef, wie es dort, Paulus, wie es dort, Jesus, seine Jünger, wie es dort, Jesus raubt den, und einmal ein Tag kommt der Tag, wo er schickt. Und wenn wir wollen, unser Gott sehen, schaffen wir, wir ropen und geschickt sind. Und dort schicken, das ist Part von uns als Zeug, oder das ist Part von was wir tun als lokale Gemeinden, und das, wo wir manchmal zu schwach sind. Dass wir wem schicken, wer dann raubhaft. Und dann steht in Schicken, dann durchstapeln, und sein zu brechen, und sein ab unsere Gläser, was ab meinen Stab, ab 36 soll planten, nicht ab 32. Und ich glaube, wir würden mehr beschicken, wenn wir würden wem Sehen geben und sagen, weißt du was, du schaffst ab der Stab, wir schaffen hier, aber wir geben die ans Sehen. Amen. So, was wir lernen, Jesus ist der Grund. Heißt der Grund in unseren Erfahrungen, in unseren Umständen, heißt der Grund, wenn der Tempel Einigkeit, und Jesus ist der Grund von der Zeug, heißt das Haupt, heißt der Grund, heißt der Eckstein. Jesus ist alles für die Zeug. Wir sind eine Familie, weil wir das nicht vergessen. Amen. Ziemlicher Führer, Dankeschön für dein Wort, Dankeschön für die Zeug. Und hat einmal vielleicht eine negative Einstellung über die Zeug, was wir erfahren haben. Ich weiß, dass wir erkennen, dass du bist das Haupt von der Zeug, das ist dein Körper. Und dass wir wollen in das Körper so leben, dass das Hoop wird kriegen und dass das Evangelium wird verbreiten und dass wir wollen Sehen geben, wann wir auf verschiedene Staaten schaffen, aber dass wir danach dienen. Amen.